Grüß Gott, Kinder. Hoffentlich habt ihr alle Ostereier schon gefunden. Der Pumuckl hat heute früh mindestens 1 Stunde lang suchen müssen. Ihr hättet ihn hören sollen, mit welchem Triumphgeschrei er jedes Mal ein Osterei anschleppte. Und jetzt sitzen die zwei, der Meister Eder und sein Pumuckl, sehr vergnügt zu Hause und warten auf den Steffi. Der Meister Eder hat ihn eingeladen, weil er ihm als Anerkennung für seine fleißige Mitarbeit einen kleinen hübschen Schemel gemacht hat. Den braucht der Steffi, weil er Gitarre spielen lernt, und dazu muss man den linken Fuß auf einen kleinen Schemel stellen. Eigentlich wollte Meister Eder diesen Schemel dem Steffi schon am Gründonnerstag geben, aber er war nicht fertig damit geworden. Und da heut Ostern ist, meint der Pumuckl: Du musst den Schemel verstecken. Aber geh, ein Schemel, das ist doch kein Osterei. Nein, aber ein Ostergeschenk. Alle Menschen verstecken Ostergeschenke. Aber der Schammerl versteckt sie nicht so leicht wie ein Ei. Und er zerbricht nicht so leicht wie ein Ei. Und man isst ihn auch nicht so leicht wie ein Ei. Das ist lauter dumme Ausreden. Der Schemel wird versteckt. Ja. Und der Pumuckl ist ein Verstecke-Kobold, jawohl. Also, von mir aus. Ja, wohin versteckt man den? Wohin? Ja. Vielleicht auf den Schrank? Okay, da fällt er ja dem Steffi gleich in die Augen. Die Arbeit haben wir uns Ja, sparen. gut, dann eben unter den Schrank. Ja, hast denn du kein Augenmaß? Unter den Schrank geht doch dir nie runter. Dann eben in den Schrank. Na, Pumuckl, der Bub traut sich doch nicht einfach in einen Schrank reinschauen. Ja, eben. Sowas tut man nämlich nicht als Fremder. Der ist ja nicht fremd, der ist ja sogar sehr gut bekannt. Ich habe ihn einen Monat gesehen und dann habe ich ihn noch einen Monat gesehen und dann habe ich noch ihn einen Tag und eine Minute gesehen. Nein, Ja, wie die Zeit vergeht. Ja, die Zeit vergeht. Zuerst wollte man ihn mit dem Wurm gleich wieder los haben. Das heißt, du hast ihn so schikaniert, dass ich mich nicht gewundert hätte, wenn er nach die ersten 4 Wochen gegangen wäre. Ja, aber dann war ich doch so ungeheuerlich lieb, dass er geblieben ist. Nein, einen Monat, nein, und noch nein. einen Monat Das und war einen nicht Tag so. und eine Minute. Der Steffi war so lieb. Allerweil hat Der er Steffi? für die wieder ein Stückerl Schokolade rumliegen lassen. Ja, aber Ja. Er hat gemeint, dass du die Schokolade isst, Ich? weil er ja doch nicht richtig glaubt, dass es mich gibt. Trotzdem war das lieb von ihm. Nein, von mir. Wieso? Ja, weil ich doch die Schokolade gegessen habe, von der er glaubte, dass du sie gegessen Aber hast. Pumuckl, Deshalb hat er sie das hingelegt, ist damit doch ich- nicht logisch. Er hat doch... Ja, und ich habe eben auch, und ich habe nichts mehr versteckt und hinuntergeworfen und nur noch in der Küche mit dir geredet. Ja. Nur noch in der Küche. Nein, Ja, richtig aufgeopfert hast du dich. ja, aufgeopfert habe ich mich. Und das alles, damit der Steffi sich wohlfühlt und dabei und da bleibt und dir hilft. Und was bin ich doch für ein lieber Pumuckl. Da küsse ich mir gleich eine Hand. Doch, Pumuckl, du bist schon recht. Ja. Man kann schon aushalten mit euch zwei. Ja, ich muss sagen, der Steffi ist mir schon wirklich eine Hilfe. Ja, und ich bin dir auch eine Hilfe, eine Versteckehilfe. Ja. Wir tun jetzt den Schemel unter. Ne? Wo? Da geht er nicht drunter. Wo ist denn hin damit? Ja, also wir müssen jetzt in dein Schlafzimmer gehen, da geht er vielleicht unters Bett. Nein. Das mag ich nicht. Das in der ganzen Wohnung rumsuchen. Wieso? Wenn schon, nachher da herin. Weißt du was? Wir stellen den Schemel einfach unterm Tisch. Aber da sieht ihn doch jeder. Da sieht ihn ja sogar jemand, der ihn überhaupt nicht sehen will. Das ist doch gerade der Trick bei der Geschichte. Bei welcher Geschichte? Da steht der Schemel mitten unterm Tisch und der Steffi sucht und sucht, dass ihm der Schemel gehört. Auf die Idee kommt er gar nicht. Weil er so offen da steht. Aber ein verstecktes Geschenk, das nicht versteckt ist, das ist kein Versteckgeschenk, sondern ein Herumstehgeschenk. Und ein Herumstehgeschenk ist kein Ostergeschenk und ein Ostergeschenk, das einfach nur herumsteht und das gar kein Ostergeschenk ist. Das ist überhaupt nicht lustig. Ja, jetzt bricht er mir die Zunge ab. Wär's das sehen, Pumuckl, dass das lustig ist. Während der Meister Eder und sein Pumuckl sich nicht über das Versteck einig werden konnten, hat der Steffi zu Hause ein kleines Pappdeckelei mit Süßigkeiten gefüllt, um es bei seinem Besuch dem Pumuckl mitzubringen. Natürlich glaubt er keine Sekunde im Ernst, dass es einen Pumuckl gibt, aber er hat einfach Spaß an dem Spiel, denn dafür hält er alles, was der Meister Eder vom Pumuckl sagt. Und drum hat er auch noch zwischen die Süßigkeiten einen Juxartikel gelegt, nämlich ein kleines Gummibällchen mit einem Schlauch dran. Legt man das unter ein Tischtuch, dorthin, wo ein Teller oder eine Tasse steht, und drückt auf das Gummibällchen,
dann fängt Tasse oder Teller plötzlich auf geheimnisvolle Weise zu wackeln an. Der Steffi freut sich sehr, dem Meister Eder damit sozusagen ein Stück Pumuckelei schenken zu können. Gerade als er mit der Verpackung des Geschenks fertig war, ist sein Vater hereingekommen. Ja, ich denke, du bist beim Herrn Eder eingeladen. Ja, naja, bloß das da nur einpackelt schon. So, also weißt du, ich bin nicht ganz sicher, ob du dich mit sowas nicht blamierst. Bonbons und so Zeug. Also für einen erwachsenen Menschen. Papa, das verstehst du nicht. Gut, dann verstehe ich das eben nicht. Ist ja auch egal, ob du dich blamierst oder nicht. Du hörst ja jetzt auf mit der Schreinerei. Hast du einen Eder deswegen schon angerufen? Ich? Ja, wieso ich? Das kannst du ihm doch selber sagen. Das ist aber blöd. Ausgerechnet an Ostern. Ich möchte wissen, was daran blöd ist. Das hast du ja vorher nicht wissen können. Die Leitung des Internats hat mich erst verständigt, am Donnerstagabend, dass ein Platz für dich frei ist. Das sieht ja so aus, als da ich die Gürtel als Abschiedsgeschenk mitbringen. Dabei ist das doch alles bloß ein Spaß für einen Pumuckl. Und wenn ich sag, dass ich kündig, nachher ist das gar nicht mehr lustig. Also diese Pumuckl-Geschichte ist ja doch wohl ein bisschen albern, ne? Nein, die ist gar nicht albern. Schön, dann ist sie eben nicht albern. Aber du sagst Herrn Eder Bescheid, dass du ab Dienstag nicht mehr kommen kannst. Ja, ich werd's schon sagen. Also ich möchte wissen, was das für ein Grund ist, dass du so ein Gesicht machst, Stefan. Weil der Herr Eder so nett ist und weil wir so viel Gaudi gehabt haben. Und alles, was pfundig da in meinem Zimmer da ist, das hab ich beim Herrn Eder gemacht. Das Gestell für meinen Plattenspieler und der kleine Tisch da. Ja, das ist ja alles sehr anerkennenswert. Und wir sind auch ganz froh, dass der Meister Eder so einen guten Einfluss auf dich gehabt hat. Aber dieses Zwischenspiel, das hat eben jetzt ein Ende. Und schließlich musst du auch an deine Zukunft denken. Ja, das tue ich ja schon. Aber wenn ich an Lehrer denk, dann wird's mir gleich ganz schlecht. No. Auch unter Lehrern gibt es ganz prächtige Menschen. Ja, aber kein Meister Eder. Nein, vielleicht keinen Meister Eder, aber... Und ein Pumuckl auch nicht. Also das ist doch richtig kindisch, Stefan. Wirst du denn nie ein bisschen reifer? Na, wenn man nachher keinen Spaß mehr machen darf, nachher nicht. Es kommt immer darauf an, welchen. So, jetzt ist höchste Zeit für dich, denke ich. Ja, geh ja schon. Also komm. Wiedersehen. Der Pumuckl hatte inzwischen kein besseres Versteck für den Schemel mehr gefunden. Er war gar nicht zufrieden damit, während der Meister Eder gerade von diesem Versteck besonders viel hielt. So kam es, dass der Meister Eder sehr vergnügt die Türe öffnete, als der Steffi kam, während der Pumuckl etwas verbockt auf dem Schemel hockte. Ja, komm nur, Steffi. Grad streite ich mit dem Pumuckl wegen dem Versteck für dein Geschenk. Ui, Sie haben was versteckt für mich? Ja, freilich. Ja, nachher muss ich Ihr Geschenk auch verstecken. Ja, das heißt, das ist natürlich für einen Pumuckl. Da wär's dir hart da, für den was zu verstecken. Der sieht doch alles. Nein, der sieht nicht alles. Im Ja. Verstecken bin ich genauso gut wie er. Ja, hoffentlich auch im Finden. Hast heute daheim auch schon gesucht? Ah, wo meine Eltern glauben, dass ich da schon zu alt dazu bin. Jägerl. Na, vielleicht bist du tatsächlich schon zu alt. Ah, keine Spur. Ja, wenn ich dran denk, dass ich jetzt bei einer aufhören muss. Ach, da brauchst du jetzt nicht denken. Das ist doch ganz einfach, oder? Ja, schon, aber... Du, pass auf, du darfst das Suchen gleich anfangen. Dein Geschenk ist da im Zimmer herin. Da herin? Ja? Soll ich heiß oder kalt sagen? Nein, das braucht's nicht. Weil ich sowas systematisch mache, wissen Sie. Also nachher. Los mit deiner Systematik. Ja, zuerst schau ich mal überall auf. Ja, das magst. Gut. Brauchst du einen Schemel dazu? Nein, ich hupf. Da sehe ich überall auf. Ja, das magst. Da ist nix. Nein, da ist nix. Da auch nicht. Da auch nicht. Kann's irgendwo in der Lampe drin sein? Nein, dafür ist das Geschenk zu groß. Ist groß. Ja. Ist irgendwo innen drin im Schrank oder? Ich frag bloß, weil ich mich nicht aufmachen trau. Na, es ist nirgends drin. Ja, nachher kann ich bloß nur unten unterschauen. Ja, das tust. Unter dem Schrank? Nein, ist nix. Nein, unter den Schrank nicht. Unter der Kommode ist auch nix. Nein, nix. Nein. Unter der Couch? Nein, da ist nix. Aber hinterm Sofakissen schon. Nein, da ist auch nix. Siehst du das, Pumuckl? Nix sieht da. Unterm Schemel? Nein, da ist auch nix herin. Nein, unter dem Schemel ist auch nix. Pumuckl. Warum Edge?
Weil der Pumuckl gemeint hat, dass du das Geschenk gleich findest und weil es jetzt genauso gekommen ist, wie ich gesagt hab. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich noch suchen soll. Da herin ist gar nicht so viel, wo was versteckt sein kann. Ah, muss ich halt doch heiß oder kalt sagen, Ja, schon. Da am Tisch ist also kalt. Nein, da ist heiß. Heiß. Ja? Ja, na, kann's was ganz flach sein, das unterm Tisch durch Platz hat. Ja, schau halt einmal. Nein, ist nix. Haben's was unter die Tischplatten pappt? Unter der Tischplatten. Da wird's jetzt nur ein bisschen heißer. Aber da ist doch nix. Ja, schau halt einmal ein bisschen genauer. Ja, noch genauer kann man eine Tischplatte von unten auch nicht anschauen. Ja, ich glaube, ihr Geschenk ist so unsichtbar wie der Pumuckl. Nein, das ist's nicht. Es ist sogar besonders sichtbar. Ja, ich bin doch nicht blind. Na, vielleicht hockt der Pumuckl sogar drauf. Ja, wissen Sie, nachher frage ich mal am besten am Pumuckl, was ist. Fragen? Na ja, vielleicht gibt er eine Antwort. Also, Pumuckl, wenn dir der schon klar geschmeckt hat, den ich da allweil hab liegen lassen, nachher sagst du mir jetzt auch, wo das Geschenk ist. Sonst verstecke ich das deinige auch so, dass du das überhaupt nie findest. Oh, entschuldigen Sie, Herr Eder. Nein, jetzt hab ich den Schemel umgeschmissen. Na, nicht du. Das war die Antwort vom Pumuckl. Er hat dir dein Geschenk gezeigt, dadurch, dass er es umgeschmissen hat. Ja, er soll das heißen, dass mir der Schemel... Genau das, damit's besser Gitarre üben kannst. Mei, Herr Eder, das haben Sie für mich gemacht. Ja, freilich. Mei, freut mich das. Mei, das wäre ja so in Ehren halten, wie Mach's wenn, halb so lang mit den Ehren. Wir müssen da deine Ausstattung fertig bringen, solange du bei mir bist. Nächste Woche fangst du mit dem Stuhl an zu deinem Schreibtisch. Ein Stuhl ist was Schweres. Ja, das ist aber nicht für Ihren... Aber das wird nicht gehen. Es geht alles, wenn man will. So schwer ist ein Stuhl auch nicht zu machen. Ich helfe dir schon. Ja, schon, aber... Aber was gibt's denn da noch für eine Arbeit? Ja, ich gehe zu Ihnen schon viel lieber als in ein Internat. Also ich war noch nie in einem Internat. Aber so schrecklich wird's dort auch nicht sein. Jetzt mach kein Gesicht, wir drei da kriegen. Wolltest nicht du auch was verstecken? Ach so. Ja, Wirst sehen, dass ich das finde, ohne dass ich es suche. Ja? ohne dass Sie suchen, finden Sie es nie. Was? Mei, Sie werden doppelt so lang suchen wie ich. Aber Steffi, du weißt doch, dass ich einen Pumuckl hab. Der sagt mir's doch gleich, was ist. Sie und Ihr Pumuckl. Nix sagt er. Doch, sagt er's. Also, wenn er das sagt, nachher glaube ich wirklich, dass es ihn gibt. Und nicht, dass das bloß ein Gespür ist. Ja, pass auf, dann wirst du jetzt ja gleich wundern. Ich gehe jetzt raus und wenn ich reinkomme, sage ich dir schon unter der Tür, was ist. Ja gut, da bin ich jetzt aber gespannt. Der Meister Eder ist hinausgegangen und der Steffi hat vorsichtshalber das Schlüsselloch mit einem Fetzerl Papier verstopft und ein Versteck gesucht. Es druckte ihn zwischendurch schwer, dass er dem Meister Eder noch immer nichts von dem Internat gesagt hatte, aber er schob schnell den Gedanken wieder weg. Schließlich fand er ein sehr schönes Versteck. Das bonbongefüllte Ei landete in einer großen Vase, die oben auf dem Schrank stand. Natürlich hat das der Pumuckl beobachtet. Und als der Steffi den Schreinermeister hereinrief, hüpfte der kleine Kobold gleich auf Meister Eders Schulter. Sie haben gesagt, dass Sie es finden, ohne dass Sie es suchen. Wenn Sie es jetzt gleich unter der Tür sagen, gleich aufs erste Mal, was ist? Nachher glaubst du, dass es einen Pumuckl gibt. Ja. Nachher kommt's jetzt also bloß drauf an, ob der Pumuckl will, dass du weißt, ob es ihn wirklich gibt. Oh, jetzt suchen Sie eine Ausrede. Hab Sie schon durchschaut. Wenn Sie es nicht erraten, nachher hat's halt der Pumuckl nicht wollen. Mei, das ist ja einfach. Das ist sogar ganz kompliziert. Jedenfalls für einen Pumuckl. Also Pumuckl, wo ist? Sag mir's ganz leise ins Ohr. In der Vase. In der Vase ist. Ui, Feigrad. Na, was sagst du jetzt? Hab ich einen Pumuckl oder nicht? Ah, ich hab ja die Vasen anders hingestellt, als es vorgestanden ist. Ah ja, daran haben Sie es gemerkt. Die Vasen steht nicht mehr ganz in der Mitte, schauen's. Ah, das sicher geht's erst. Das spannt ja jeder gleich. Pumuckl, nix war's. Wenn einer einfach was nicht glauben will,
dann hält er alles andere für möglich, bloß das Einfachste nicht. Ah, Herr Eder, Ja, probieren wir's nur mal. ja, von mir aus. Wenig's? Ja. Ich versteck's jetzt besser. Aha. Und wenn sie es wieder gleich erraten, nachher... Na, dann können wir einen ganzen Nachmittag da umeinander suchen, aber bitteschön, heute ist Ostern. Ging es noch mal hinaus, Herr Eder? Ja, Das ist nämlich gar nicht lustig, wenn Sie nicht suchen müssen. und wenn's dir ein bisschen unheimlich wird mit dem Pumuckl nachher, hä? Also, pass auf, ich bin in der Werkstatt drunten, gell? Der Meister Eder ist nach unten gegangen, während der Steffi angestrengt nachdachte, wo er das Osterei verstecken könnte. Schließlich hatte er einen sehr schlauen Gedanken. Er ließ sein Geschenk unberührt dort, wo es war, in der Vase. Der Meister Eder würde ganz bestimmt annehmen, dass es überall, nur nicht an der alten Stelle zu finden wäre. Und wenn er es dann doch sofort wieder erraten würde, dann... Also der Steffi wusste nicht recht, ob er bei dem Gedanken nicht doch eine Gänsehaut bekommen sollte. Der Pumuckl aber hatte ihm diesmal nicht zugeguckt. Er ist hinter Meister Eder drein in die Werkstatt gehüpft. Ja, was tust denn du da? Wenn du da herunten bist, dann kannst du ja nicht sehen, wo der Steffi das Geschenk versteckt. Vielleicht will ich es nicht sehen. Ach so, hast du es lieber, wenn ich recht lang suchen muss. Suchen ist sehr schön. Aha, als ob ich dazu nicht das ganze Jahr Gelegenheit hätte, Pumuckl. Du kannst mir doch jetzt ein bisschen helfen. Ja, ich hab dir ja schon geholfen, aber dann habe ich gesehen, wie der Steffi erschrocken ist, bloß weil er hätte denken sollen, dass ich vielleicht ganz wirklich da bin, also dass ich nicht nur ein Scherz bin, sondern dass ich so bin, wie ich da ist er ziemlich erschrocken. Ja, und vielleicht will der Steffi gar nicht mehr bei dir arbeiten, wenn er immer wieder wirklich erschrickt vor einem wirklichen Kobold. Hast recht, Pumuckl. Für die Arbeit ist besser so. Ich weiß ja gar nicht, wie lange er noch bleiben will. Weißt du was? Ja? Erst am allerletzten Tag mache ich ganz viel Pummuckelei. Und dann darf er richtig erschrecken und dann darf er es richtig wissen. Herr Eder, bitte komm mal. So kam es, dass diesmal der Meister Eder wirklich nicht wusste, wo der Steffi sein Geschenk versteckt hatte. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu gestehen: Ja, mei, Steffi, jetzt steh ich saudumm da. Der Pumuckl kann mir's nicht sagen, weil er mit mir in die Werkstatt untergegangen ist. Ja, hab ich's doch gewusst. Das erste Mal haben sie's erraten, weil die Vasen anders da gestanden ist. Und jetzt beißt's aus mit dem Pumuckl. Weil du vorhin so erschrocken bist, schon bei der bloßen Vorstellung, dass der Pumuckl tatsächlich da herin umeinander hupft. Nein, überhaupt nicht. Geh zu, du darfst mir auf der Stelle aufkündigen, und das will ich doch nicht. Wo du doch noch einen Stuhl für dein Zimmer brauchst und wo wir nächste Woche den großen Schrank für den Herrn Wieselberger fertig machen müssen. Ui, mei, und das hab ich jetzt gar nicht gedacht, der Schrank. Daran brauchst du jetzt an die Feiertag auch nicht denken, Bub. Den kriegen wir schon hin. Pünktlich wie immer werden wir den am Freitag abliefern. Am Freitag? Mei, ja, Ida, das wird nicht gehen. Ja, freilich, so viel Arbeit ist doch das gar nicht mehr. Aber das kannst du nicht so überschauen. Wenn wir zwei fest zusammenhelfen, sind wir vielleicht schon am Donnerstag fertig. Ja schon, aber... Jetzt zerbricht er den Kopf nicht da drüber. Suchen wir jetzt dein Geschenk, oder nicht? Hä? Also, was machen wir? Also, pass auf, ich schau mal, gell? In der Vasen, da wird's kalt sein. Fangen wir da herin bei der Komodo. Nicht nur der Meister Eder, sondern auch der Pumuckl begann zu suchen. Und weil der Steffi nicht ganz bei der Sache war, sondern hin und her überlegte, ob er seinen Vater nicht überreden konnte, das Internat um eine Woche zu verschieben, aus diesem Grund also sagte er nicht richtig heiß oder kalt, und der Meister Eder und sein Pumuckl suchten und suchten. Plötzlich klingelte es, und Frau Eichinger, Meister Eders Zugefrau, stand vor der Türe. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Frau Eichinger. Ich muss da einmal vorbeikommen. Ich kann Sie da nicht auf Ostern so ganz allein lassen. Wie ich heute die Forsythien-Zweig gesehen habe in meinem Garten, da haben wir gleich gedacht, da mussten Eder welche bringen. Das ist aber nett, Frau Eichinger. Ja, und der Steffi ist auch da. Ja. Du wirst doch nicht auf Ostern arbeiten wollen, ne? Nein, ich hab bloß ein Geschenk gebracht und der Herr Eder, der hat mir den Schimmel da gemacht, schauen Sie. Was? Ja. Der ist aber schön. Da hast du frei, gell? Ja. Ja, so ein Meister, den gibt's nicht nur einmal, der seinen Lehrbuben gleich einen Schande macht. Na ja, irgendeinen Lohn muss der Bub ja haben für seine Arbeit. Er ist mir ja eine Hilfe.
Der Schrank wird nächste Woche gar nicht fertig werden noch hin. Gell, Steffi? Ja, ich muss jetzt heimgehen, Herr Eder. Ja, aber ich hab ja dein Geschenk noch gar nicht gefunden. Ja, ich telefoniere noch mit Ihnen. Ich muss meinem Vater was fragen. Aha. Und wenn Sie es bis dahin noch nicht gefunden haben, dann sage ich es Ihnen am Telefon. Ja, ich wollte aber fein nicht verdrängen, Steffi. Ich bleibe so nicht lang da. Ich hoffe, ich hab nicht gestört. Na. Aber sind die Zweige nicht schön? Ja, herrlich. Die gehen fein ganz auf die Blüten im warmen Zimmer da herin. Ist da nicht schade, wenn sie ihren Strauch so blindern? Ach, gehen sie zu. Das merkt man doch überhaupt nicht. Also ich gehe jetzt und hoffentlich finden Sie das Geschenk. Es ist ja nichts Besonderes. Ja, da werden wir erst einmal schauen. Ja, also auf Wiedersehen. Ja. Und nur mal Dankeschön, Herr Eder. Ja, ich danke dir auch, Bub. Auf Wiederschauen. Wiedersehen. Ist ein netter Bub. Wirklich. Ja, muss sagen, er hat sich recht gemacht. Wo haben Sie denn eine Vasen, Herr Eder? Eine Vasen? Die zweite muss man gleich abschneiden und ins Wasser stecken. Aha. Ich nehme die Vasen da drum und tue gleich ein Wasser rein. Ja, das mache ich. Frau Eichinger hat die Vase gepackt, ohne lang hineinzuschauen, die Zweige reingestopft und sie voll Wasser laufen lassen. Dann stellte sie das Ganze auf den Tisch und redete. Und der Pumuckl benutzte die Zeit, um zu suchen und zu suchen. Er suchte natürlich nicht in der Vase, wie ihr euch vorstellen könnt, und somit vergeblich. Der Steffi war inzwischen zu Hause. Du, Papa, Ja, was denn? hab's fein nicht gesagt. Ich kann nächste Woche unmöglich ins Internat gehen. Was? Wir müssen unbedingt noch einen Schrank bis Freitag fertig machen. Na hör mal, das kommt überhaupt nicht in Frage. Es ist alles abgemacht. Ich bezahle dafür, mein Lieber. Ja, schon, aber der Eder rechnet doch so mit mir und den Schemel hat er mir gemacht, schau, und einen Stuhl für mein Zimmer. Ja, also den Stuhl wirst du auch so noch irgendwie bekommen. Außerdem brauchst du ihn ja im Internat nicht. Ja, nachher musst du einen Eder anrufen. Ich bring's nicht fertig. Also dann musst du es halt lernen. Man muss im Leben einfach fertigbringen, klar das zu sagen, was notwendig ist. Und du bist doch sonst so selbstständig und willst nicht, dass dein Vater für dich redet. Ja, aber der Eder ist so nett und Naja, eben weil er nett ist, kannst du offen mit ihm reden. ja, ich telefoniere morgen. Vielleicht. Nein, das wäre unhöflich. Telefonisch. Sowas sagt man selber und bedankt sich für alles. Du bist einfach zu feig, das ist es. Na, feig bin ich nicht, aber... Also du gehst jetzt hin, auf der Stelle. Ja, und was sag ich? Das ist doch blöd. Ja, da hättest du es eben gleich gesagt, dann wär's weniger blöd, ne? Du sagst ihm ehrlich, dass du es nicht übers Herz gebracht hast und, naja, was man halt so sagt. Komm, sei ein Mann, Stefan. Was blieb dem Steffi anderes übrig, als zu gehen? Frau Eichinger war schon fort, als der Steffi wieder zum Meister Eder kam. Ja, Steffi, das ist gut, dass du nochmal herkommst. Du, wir haben für dein Geschenk allerweil noch nicht gefunden. Der Pumuckl ist schon ganz narrisch, weil er es nicht findet. Ah, das ist in der... Was? Ja, in der Vase sind ja Zweige drin. Ja. Mei, hoffentlich kein Wasser. Na, freilich ist ein Wasser drin. Ah, und da haben sie nichts gemerkt. Ach, das hat ja Frau Eichinger nicht an. Nachher ist alles zusammenpappt. Was? Da war da mein Geschenk drin. Na, Das Geschenk war wirklich in einem kläglichen Zustand, als sie es gemeinsam herausfischten. Die Farben von dem Pappdeckelei waren ausgelaufen und die Bonbons zusammengepappt. Der Meister Eder und der Steffi hatten gerade zu tun, alles wieder ein wenig auseinanderzubringen. Aber das Gummischläucherl mit dem Bällchen war, nachdem sie es abgewaschen hatten, wieder voll gebrauchsfähig. Und der Steffi, froh, noch ein wenig Aufschub zu haben, führte es vor und ließ damit Tassen und Teller wackeln. Wissen Sie, Herr Eder, da können Sie jetzt richtig pumuckeln, wenn Sie jemand einladen. Aha. Wenn das unterm Tisch durch ist, meiner erschreckend leid furchtbar, wenn das Geschirrs wackeln anfängt. Weil Sie sich einfach nicht erklären können, warum. und ich kann's in dem Fall erklären. Und jeder glaubt's. Du, das ist ein prima Geschenk, Steffi. Da danke dir halt recht schön, gell? Endlich komme ich einmal nicht in Verlegenheit, wenn was wackelt, weißt? Na, Sie sollen doch zu den Leuten sagen, dass das der Pumuckl ist und nichts anderes erklären. Ah. Die Leute sollen doch ruhig an ihren Pumuckl glauben. Ja, bloß du nicht, gell? Du, das war gut, dass du extra deswegen nur einmal hergekommen bist. Na, Ja? deswegen bin ich eigentlich gar nicht hergekommen. Sondern? Sondern Ja, warum? weil ich von meinem Vater was ausrichten soll. Ausrichten, so, was denn?
Ja, ich kann nicht mehr zu einer kommen. Hä? Ich muss am Dienstag ins Internat, wissen Sie. Und ich weiß nicht, wie wir das jetzt mit dem Schrank machen. Steffi, da brauchst du doch nichts denken. Nicht warnen. Bist ja schon länger da gewesen, als du es vorgehabt hast. Die Schule geht vor. Aber Ja? das ist bestimmt niemand so nett wie Sie. Wirst du sehen. Nach einiger Zeit wird's dir gefallen. Und dort ist auch kein Pumuckl, der dich ärgert. Aber ich hab mich da gern ärgern lassen. Aha, geht schon los. Pumuckl, lass das. Ja, Sie können ja mit dem Gummi gleich mehrere Tassen wackeln lassen auf einmal. Ja, und die Vasen auch noch dazu. Halt, Pumuckl, du schießt ja das Wasser aus. Hör auf. Ja gut, machen Sie das. Je, der Aschenbecher mit Sand, der Aschen. Jetzt ergibt der Pumuckl eine Sondervorstellung. Wirst du das sehen? Nein, ist das komisch, das Stein kupft ja. Jetzt ist es runtergefallen. Halt, ziehen halt von fest, sonst fallen's auch auf den Boden. Pumuckl, ich bitte schön, hör jetzt auf. Na, mach weiter, Pumuckl. Ja, das machst prima. Na, hör auf, Pumuckl. Mei, Sie sind ein Viecher, Ida. Aber das bin doch nicht ich, Steffi. Ja, freilich sind Sie mit meinem Ostergeschenk. Ha, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so narrisch geht. Ja, hört jetzt das nicht auf. Was, Steffi, der Pumuckl hat sich vorgenommen, dass er am letzten Tag, bevor du gehst, sagt, dass es ihn wirklich gibt. Pumuckl, hör auf, ich glaub's ja. Jetzt hör auf. Siehst du das? Toll. Wissen Sie was? Ich kauf mir auch so ein Ding und mach das im Internat. Und wenn's das doch nicht so fertig bringst? Nachher komme ich in die Ferien zu Ihnen und lern's. Ja, das war die Abschiedsvorstellung vom Pumuckl für den Steffi. Er hat zwar nicht erreicht, was er wollte, nämlich, dass der Steffi an den Kobold glaubt, aber eines sicher, dass der Steffi ihn und diese Vorstellung nicht so bald vergessen wird. Und dann waren der Meister Eder und sein Pumuckl wieder allein. Der Pumuckl betrachtete nachdenklich den Scherzartikel und meinte dann: Also, Sachen klirren lassen und runterwerfen kann ich ja besser als das Ding. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes Geschenk. Okay. Wenn ich schlafe, dann musst du es unter einen Fuß von meinem Bett tun und mich damit in den Schlaf wiegen. Nein, in den Schlaf, wie sagt man da so, hopsen. Und das wird schön. Das wird eine richtige neue Pumuckl-Einschlafart werden. Neu schon. Aber ob man dabei gut einschlafen kann, das bezweifle ich. Ich bezweifle das gar nicht. Ja? Weißt du, das ist wie auf einem Klabauterschiff bei ganz hohen Wellen. Und der Steffi, der war wirklich ein sehr netter Steffi. Er wird uns vielleicht sogar ein bisschen abgehen. Ja, der, Moment mal, pass mal auf jetzt. Der Steffi geht uns ab. Doch haben wir noch Papp aus pitschenassem Vasenei von Suche Osterhasenei. Und wenn mein Bettchen hops, hopp, hopp, dann ist es nicht Papp, dann ist es Pop. Der Meister Eder und sein Pumuckl können jetzt alle Sachen, wie die kleine Pumuckl-Kommode und das Bettchen, wieder in die Werkstatt stellen. Und reden können sie auch wieder überall miteinander, ganz ungeniert. Und wir können ihnen dabei ebenso ungeniert zuhören. Und das wollen wir auch wieder das nächste Mal tun.